Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 23. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Fortuna Düsseldorf. Und da redet man im Allgemeinen ja oft vom sogenannten Rhein-Derby. Und das ist der Grund, warum es uns heute an den Rhein verschlagen hat, an den wunderschönen Rhein. Und zwar stehen wir hier im Stadtteil Stammheim. Auf der anderen Seite sieht man Nil, also hier im Hintergrund des Bildes, den Kirchturm. Auf der anderen Seite, da sieht man den Nieler Hafen. Das ist der Rheinkilometer 695. Das passt dann ja auch wieder zur Fortuna, würde ich sagen. Ne? Ja, das schon. Das Wort Derby, ehrlich gesagt, nicht. Also für mich wird es immer so bleiben. Zu einem Derby gehört ein gewisses Prickeln. Und das ist für mich nur gegen Gladbach so. Ich habe ein Nachbarschaftsduell möglicherweise gegen Leverkusen, wobei wir immer gesagt haben, das interessiert uns sowieso nicht. Bei Düsseldorf ist es ein bisschen anders, interessiert mich schon. Aber Derby würde ich das nicht nennen, obwohl das natürlich ein sackspannendes Spiel ist. Ne? Ja, absolut. Also mega spannend. Vor allen Dingen, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es ja doch alles wieder ziemlich zusammengerückt mittlerweile. Wir sind 3 Punkte vor den Düsseldorfern. Wenn sie uns schlügen, könnten sie uns sogar überholen. Werden sie aber nicht. Schlügen, ja. Davon sind wir überzeugt. Ja. Und wir sind uns wirklich sehr sicher, dass wir sie am Sonntag in ihre Schranken weisen werden und dass wir auch am Ende der Saison vor der Fortuna landen werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da haben wir ja sogar eine Wette laufen mit dem Sinke, ne? Und der hat so gut wie verloren. Und deswegen kann es mit Blick auf den Sonntag und auf die erste Liga nur ein einziges Motto geben, nämlich Hallo Kölle! Tschö Kö! Wer glaubt, dass ich bei den Temperaturen eine Jacke aufmache, der hat sich geschnitten. Die Sonne scheint doch. Was? Die Sonne scheint doch. Die Sonne scheint, aber es ist frisch. Ne? Also, 2 Kölsch, Leute. Auf 3 Punkte gegen die Fortuna. Grüßerchen, Leute. Ist ja was Kleines heute, ne, oder? Ja, das ist neu, ne? 03. Das ist bei uns der 03 February. Was ist das für ein Wellengang hier plötzlich? Ich dachte ja, Tsunami, ne? Das fehlt mir noch. Ne? Ich bin eher bei Abnami. Ja, was macht uns denn so optimistisch, dass wir sagen, die erste Liga sagt Hallo Kölle zu uns? Ja, ich würde sagen, unser Plan. Und der basiert, ja, wir haben einen Plan. Und der basiert natürlich auf den Erlebnissen, die wir bisher hatten in dieser Saison. Ja. Denn wie haben wir angefangen? Ich erinnere mich sehr genau, wir haben 10 Spieltage lang eigentlich einen ganz attraktiven Fußball gespielt, haben aber nichts gerissen. Also es war sehr erfolglos. Und das hat dazu geführt, dass wir irgendwann unser System umgestellt haben und daraus resultierten dann andere Erlebnisse, denn wir haben plötzlich hinten sehr, sehr dicht gestanden, haben fürchterlichen Fußball angefangen zu spielen, aber er wurde immer erfolgreicher. Ja, das heißt, wir haben jetzt geil spielen, nichts gewinnen, nix geil spielen, viel gewinnen und Richtig. Zuletzt hatte man auch mal scheiße spielen, trotzdem nichts gewinnen. Ne? Ja, genau. So, was fehlt? Frage an euch. Na? Ist doch logisch. Kommt ihr drauf? Geil spielen und geil gewinnen. Also ja. Das ist das, was uns auf der Matrix, wenn man so will, noch fehlt. Also dieses Kreuzchen. Wir haben alle 3 anderen Erlebnissituationen hinter uns gebracht. Aber jetzt wollen wir wirklich im Endspurt Siege und attraktive Spielweise. Und das sollte doch gegen Düsseldorf eigentlich auch klappen, ja, oder? Definitiv. Wir haben uns doch auch verstärkt. Ne? Also wir haben ja neue Spieler da. Also jetzt, wenn wir jetzt auf so Leute gucken wie Herrn Rondic, ne? Ich sagen muss, das macht einen doch irgendwie optimistisch. Also lass den bitte spielen, nicht draußen lassen. Bring den, ne? Denn der ist doch irgendwie heiß und der will auch und zeigt ja auch, dass er irgendwie lustige Ideen hat. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Garant dafür, dass wir guten Fußball sehen. Ja, absolut. Ja. Und der Gegner scheint uns ja auch zu liegen, muss man auch sagen. Also wenn ich an das Hinspiel denke, in Düsseldorf haben wir unsere beste Saisonleistung gebracht, haben uns dann kurz vor Schluss dieses dämliche Tor noch gefangen, diese abgerutschte Flanke zum 2:2. Das war noch aus der Zeit geil spielen, aber nicht gewinnen. Und Fortuna Düsseldorf hat in den letzten Spielen jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen. Ziemlich glücklich gewonnen gegen Hertha letzte Woche, 2:1 zu Hause. Also
Ich bin auch der Meinung, bring den Imad Rondic von Anfang an. Nicht erst Tigges oder Waldschmidt einwechseln, sondern von vornherein mit Rondic. Und ich glaube, dann wird er die Düsseldorfer schon gut aufmischen. Der kann die gut aufmischen. Wir müssen natürlich jetzt über das auch über Magdeburg sprechen. Ne? Ja. Denn da kommt natürlich sofort bei vielen die Galle wieder hoch. Ne? Und das war ja nun auch wirklich nicht besonders dolle. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben jetzt so oft nicht gut gespielt und trotzdem gewonnen. Das musste ja passieren. Also die Rückrunde waren jetzt 5 Spiele. Wir haben 3 gewonnen, 2 verloren. Stell dir mal vor, wir hätten, weiß ich nicht, einmal gewonnen, 4 Unentschieden, wären ungeschlagen. Dann hätten wir logischerweise 7 Punkte. Aber jetzt haben wir sogar 9. Ja. Also von daher, es ist ja alles andere als eine Ergebniskrise, die wir gerade durchmachen. Ja, absolut. Wir mussten ja noch mal dran denken an diese letzte Saison, als immer jeder fucking Punkt zählt. Ja, genau. So, wenn du da überlegst, wir würden jedes Mal nur einen Punkt machen, wie scheiße das wäre. Ja, da kannst du dir auch mal leisten, mal zu verlieren, wenn du sonst immer 3 Punkte holst. Ja, überleg mal. Also in der letzten Saison hätten wir dann in 5 Spielen hätten wir schon 9-mal unentschieden spielen müssen, um auf denselben Schnitt zu kommen. Das musst du erst mal schaffen. Ne? Das schaffen nicht mal die Bayern. Ne? Ja, nee, also Magdeburg, brauchen wir nicht drüber reden. Das war leistungstechnisch war das schon mit das schwächste Spiel der Saison. Absolut. Wobei, wenn ich an Regensburg oder auch in Münster zurückdenke, das war auch nicht viel besser. Da haben wir halt das dreckige Tor gemacht. Dass wir nachher in Magdeburg dann 3-0 einbrechen, war natürlich unnötig, aber gut. Lieber einmal 3-0 verlieren als 3-mal. Wir haben die erste Viertelstunde haben wir schon probiert, gut zu spielen. Ne? Also es war ganz interessant, weil wir waren plötzlich dominant. Also wir haben das Spiel gemacht, die erste Viertelstunde oder 20 Minuten sogar. Ja. Ne, haben wir genau das gezeigt, was man erwartet eigentlich, dass man ein bisschen Gas gibt, dass man auch den Ball hat. So, okay, das müssen wir uns eben rantasten. Ne? Dann machen wir jetzt nicht die ersten 20 Minuten, sondern die ersten 95 Minuten und dann ist das doch schon schön. 95, ne? Schon wieder die 95. Ja, 95 Minuten. Ne? Und ich sagte, wenn man nach einem frühen 4-0 kann man dann auch entspannt die Führung ausbauen. Ne? So sieht das aus. Ja, so machen wir das auch. So machen wir es. Und das Ganze findet statt am Sonntag 13:30 Uhr in Müngersdorf. Und wenn wir nach dem Spiel alle zusammen vor dem Stadion stehen und den Düsseldorfern Tschökö entgegenrufen, dann hat es geklappt mit dem Shirt. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, genau so ist es. Ne? Dann, also nochmal hier auf den 3 February März und über Rest, ja, hier. Ne? Macht's gut, Leute. Kölsch. Bis Sonntag. Ciao. Stimmt, das sind ja 3 Punkte. Das ist super.